Joel, Robin, war das dann dein Lieblingsessen? Anna Leid. Dat hei aus Maybe Sachs. All zweetwoch schwätze mir iwwer in anert Thema. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch freut es mittags um 3 auf Radio Ara oder zu alldares an Nutzeit auf www.sexpodcast.lu. Moin und willkommen zu einer neuen Episode von Maybe Sex. Ich esse natürlich nicht wirklich Anna Leid, aber das wäre eine wirkliche Übersetzung von dem englischen Term Eating Out. Und das heißt ja, dass den sich um den Genitalien von anderen Leuten delektiert. Und vielleicht auch in ihrem Anus, je nachdem, wie ihn das definiert. Was gibst du da so, was Eating Out heißt, Robin? Also, das ist natürlich philosophisch froh. Und zumindest für mich als Eating Out wirklich bei Körperöffnungen, also ich gebe Oralsex in einem Penis da nicht dabei zählen. Mehr echter, ja, bei einer Vulva oder bei einem Anus, weil das ist ja so das Eating Out zu Anfang ein Idol-Essen, beziehungsweise aus einem raus-Essen. Also zumindest für mich hat dazu ganz stark die Konnotation von einer Körperöffnung. Wie ist das bei dir? Ja, ich hätte das auch so gesagt. Also da sind wir als Mensch eins. Naja, ich meine, ein Thema von dieser Episode hat sich da auch schon eine Rode gelost. Wir schwatzen über Eating Out, Oralsex und Körperöffnungen. Von denen das so schön will übersetzen. Vielleicht für die Leute, die mehr am Lützeburgischen sich daheim fühlen, Joel, was kannst du dann für so Ausdruck von dem Eating Out am Lützeburgischen? Also, du sagst mir nur schon, dass dir das nicht gefällt, aber ich so trotzdem lecken. Das ist manchmal so, dass was den am häufigsten hört oder seht. Und dann fand ich auch nach den flotten Ausdruck eng Minat machen am Anfang ganz sympathisch. Da das aber lo nicht unbedingt in dem von meinem alldäischen Spruchgebrauch, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie oft du das siehst oder ob du eine andere Terme kennst. Am Anfang, also ich kann den Term natürlich. Und ich brauche den aber am Anfang just am Gag. Also so hast du, wenn ich mich so richtig Lützebäuisch will finden so. Oder wenn man über das schwätzen will, sonst nicht so, ja, irgendwann Minat machen und dann nachschied wir reden, weil kein Mensch das mir hört. Aber ja, ich fand den Term so schön an den Süden gehen. Zumindest da, dass sie immer verstanden haben, weil der Minat aus hier innen. Ach so, nee, ich habe gemeint, wenn es den Bierschwerker, weil's de Oh, ja, oh. An Min gehst. Also das ist wirklich so, ich sitze mein Helm mit meiner kleinen Lüt und ich mache mir schon wie kleines Abenteuer mit meiner Zunge. Ich fand das am Anfang ganz flott so. Vielleicht mehr witzig wie erotisch, also. Ja, also sexy ist es nicht. Wenn jemand sieht, oh, ein Minat, da sind ich nicht so, oh yes. Ich schon so, no thanks. Worüber ich bei den ganzen Ausdruck von, oh, ein Minat gehen, etc., auch noch denken, also, dass ich da zumindest an Mengem Spruchgebrauch, an einem Menge Verständnis zum Spruchgebrauch, immens ob die Vulva bezieht, aber beschränkt. Und dass ich am Anfang am Lützeburgischen kein so wirklich Terme kennen für Oralsex Anus. Ja, es gibt am Anfang auf Englisch den Term Rimming, aber sonst gibt es meines Wissens nur nicht wirklich etwas, was den da plötzlich Kind so und ich weiß nicht, ob man auf Deutsch etwas auffallen. Also was genuin Deutsch wäre, wo ich dann vergif Rimming so. Das ist effektiv so, dass es da manchmal keinen extra Ausdruck gibt. Außer die ganz viel leck mich da am Arsch, sprich mir, die sie ja alle nicht wirklich zu hören. Was ich am Anfang interessant fand, dass man am Spruchgebrauch so viel, oder aber zumindest ein Jetzt Sachen haben über Oralsex in einer Vulva, aber so außer den leck mich da am Arsch, das ja am Anfang derogatoire ist. Also das ist ja nicht
oh, leck mich am Arsch. Das ist so gar, leck mich doch am Arsch. Dass man von kein positiv besagten Termen holen für ja, analen Oralsex. Und dann geht das bei mir auch so in die Richtung von, oh, wo leitet das dann? Ist das vielleicht, weil das aber mehr stigmatisiert ist? Ja, also ich finde nun, dass das der Grund ist, weil das einfach stigmatisiert ist, an, weil das einfach männlich relativ stark mit männlicher Homosexualität verknüpft ist, wobei es ja effektiv überhaupt keinen Grund gibt, wieso das so soll sein. Aber ich meine, das einfach, wie das oft abgefasst wird, wie das oft an der ja, kollektiver Imagination einfach sich vorgestellt wird oder wie das konnotiert ist. Und ich denke, dass das der Grund ist, wieso das stigmatisiert ist und nicht unbedingt darüber schwätzt oder das nicht als etwas Flottes, Genussvolles als erstmal geguckt wird, mehr echt als etwas Komisches, Perverses. En general also so ein Trope von Heterosexualität, dass alles, das irgendwie mit dem Anus zu tun hat, super schwul ist. Und das sexuelle Genuss nicht mehr kann vom Penis kommen, beziehungsweise ja, gar nicht vom Anus. Und sogar dann, also auch wenn wir so Spruchgebrauch gucken, so mir quasi gar kein Wörter für ja, analen orale Sex, mir noch relativ wenig wieder für oralen Vulva-Sex. Also wenn ich mal so gucke, wie viele Terme man direkt aufhalle, wenn ich drüber nur denken, wenn es Oralsex um Penis geht, dann habe ich schicke Schlüssel am Kopf, die ist richtig lang. Und wenn es um Vulva geht, sind da auch viel Männer da, weil die auch ja, ich meine, du gehst zu zwei Tropes, also Heterosexualität, zu den einen Trope von, das muss ich gar nicht machen. Also so, der Plaisir von der Frau ist ja sowieso nicht wert. Und für was sollte ich dann da, ne, raufgehen an Oralsex gehen? Und auf der anderen Seite die von, oh, das ist mega wichtig, ich muss meine Freundin all Chaos kommen lassen, weil sonst bin ich nicht der Mann. Was ich auch interessant fand, wie zu Anfang die zwei rivalisierend aktuell Männlichkeitsbilder gehen. Mir ja trotzdem am Spruchgebrauch immer viel Männer wieder oder Austräge für orale Sex und der Vulva wie orale Sex und Penis. Und wenn ihr sich so zumindest die Studien anguckt, die so gehen, die nicht ganz hefisch sind, dann ist es auch immer so, dass viele Männer Personen mit Vulva an den Genuss vom Oralsex kommen, wie Männer mit Penis. Das ist effektiv spannend. Ich kann mir vorstellen, dass das oft dummer zusammenhängt, dass das als eklig Energiemähen ugesiegert. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Ich kann mich erinnern, dass das vielleicht die Echtkehr, wohin das möchte, einfach ungewinnt, dass vielleicht ein bisschen Überwandlung auch kascht für sich darum zu gewinnen und den Geschmack und wie sich das aufhielt. Ich meine, das ist bei denen eine meiste Sache beim Sex so, da die erste Kehr, wenn ihr nicht möchtet, mal ja einfach musst du mal da eins gehen, wie das so aussah, wie sich das aufhielt, wie das schmerzt. Und da sind wir schon direkt am Thema. Wieso ist das am Anfang flott? Ja, wie wird man das so gern? Als Person mit Vulva weiß ich, für was ich das gerne gemacht kriegen. Das fühlt sich einfach gut tun. Das warm, aber gleichzeitig nicht warm, wenn es da wichtig geht am Mund. Das fühlt sich kühl an für mich, aber auch warm. Und einfach Müll an einer gewissen Hinsicht. Also fangen sie mal du einfach zu hart. Und ja, und mein Mund, aber das Song ist einfach alles Müll und nice und schön. Und gleichzeitig auch, at least für mich, ultra intim, weil zumindest etwas, wie man dich mich schicke schwer tun, dass ich eine Vulva habe, als dass ich nie gesehen. Also ich meine schon mal Reck an meinem Leben mehr oft am Spiegel gesehen, wie meine Vulva. Mhm. Und wenn eine Person sich bei mir Ruf bewegt, ich gesehen halt gar nicht, was da geschieht. Und das fand ich mega tricky. Und du kannst du vorstellen, dass das mit deinem Penis vielleicht aber auch nicht ist, wenn ihn aber ein bisschen besser gesagt, was sich da ja, so spielt. Und gleichzeitig habe ich auch mittlerweile gelernt, dass irgendwie nicht zu genießen, aber ich fand irgendwie etwas Schönes daran, weil ich mich aber fühle, wie wenn ich einer Person niemands vertrauen,
wann ich hier der Erlaubnis gehen für ja einen Ruf zu gehen, also den englischen Ausdruck, oder für mal ja Oralsex zu gehen. Das sind so die Tension, die ich mit Oralsex kreieren. Dann aber hast du Hund von Hans du Freak, das mich auch einfach mega, dass ich, wie gesagt, gar keine Ahnung habe, was sich da am Anfang zudreht an dem Moment. Und mich immens von Kontrolle beraubt fühlen. Und Hans ist das genau das, was ich gerne hatte. Ich fand das spannend, weil wenn ich meinen Song an eine Person rastierchen, für das mal ganz vulgär zu sagen, dann gesehen ich ja ohne mehr, was da geschieht. Also da sind ich schon 10 Uhr für irgendetwas zu gesehen. Aufgesehen davon, dass ich eine Brille habe, an den beim Oralsex meistens steuert. Also wenn ich gehe bei einer Person mit Vulva, dann diene ich meine Brille natürlich aus. Dann gesehen ich ohne mehr so genau, was da geschieht. Was auch interessant ist, weil ich mich immer da ja auch ein bisschen verletzlich mache, wenn ich dann die Brille auf den Anime genau alles ganz klar erschärft gesehen. Aber du hast recht, das natürlich, also es fühlt sich einfach immens intim und das machen zu dürfen, für da ein bisschen einen Abblick zu kriegen, daran, wie ja, der Person hier im Intimbereich ausgesät, sich aufhielt, schmerzt, also da ist ja ganz viel Sinn dann, also Geruchssinn ja auch, den ist ja erstens verknüpft mit dem Schmerzsinn und zweitens also mit der Nüsse ja ziemlich nur bei, logischerweise. Das heißt, du sehen dann ja richtig an einer Sinneswelt von der Person und da sind der ganz nur, und dass ich vielleicht, ja, wie du siehst, doch vorhin schon nie so nur gedacht, vielleicht sogar mehr nur, wie die Person sich selber kommen, da das am Anfang wirklich wirklich interessant für so darüber nur zu denken. Also mein Song war noch nie bei mir da drinnen. Ja, gut, das kleben nicht da. Also, das wäre ein bisschen freaky, wenn du gesagt hast, am Song hast du mega oft. Aber, also wirklich gut an sich verrenken und einen langen Song, dann wird das bei den meisten Leuten wahrscheinlich nicht so gut. Von daher, ja, einerseits also so ein etwas immens Intimes, etwas, was ja mega cool ist, wohin der Person auch einfach mega nah ist. Das ist nochmal so den ersten Eindruck für mich. Wie ist das für dich, wenn du einer Person die Vulva an den Mund hältst? Hast du dann auch das Gefühl, du bist so mega intim mit der verknüpft, oder ist das echt so, ja, okay? Also ich habe Oralsex en general immens intim, weil wie gesagt, das ist einfach so eine Sache für so viele Sinne, von du riechst eine Person, du schmeckst eine Person, du bist du ganz nur bei und gesagt auch wirklich alles. Ich schon nicht intim. Was ich bei Vulva cool fand, als was ich auch in meiner eigenen Vulva cool fand, als ich habe das Gefühl, dass am Vergleich mit einem Penis-Oralsex gehen, in aber ein bisschen mehr Freiraum für Kreativität hat. Also das ist einfach mehr da, wo man das spielen kann. Und das fand ich ziemlich cool. Und das fand ich interessant, für auch, weil ich auch weiß, dass verschiedene Sachen ganz andere Sensations auslesen können, die alle gut mega cool sind, aber ganz verschiedene von denen, kann ihn dann halt auch so dummer da spielen. Und das fand ich schön. Und ich habe das Gefühl, auch von Gesprächen von Leuten mit Penissen, dass das da nicht gerade so stark der Fall ist, dass er wirklich so einen riesengroßen Spielplatz hat. Und gerade meine ich das auch bei Personen mit Vulva, zumindest ist das bei mir so, dass es aber so ein distinktiv andere Wahrnehmung ist, wenn ein ja, Oralsex kriegt in einer Vulva, wie alles anders so ist. Also es fühlt sich so anders an, wie mit Fingern angepackt zu gehen oder irgendetwas aus sich zu holen. Also Fangerin oder ein Spielsache oder ein Penis. Und es fühlt sich auch so anders an, wie mit vibrierenden Sextoys zu spielen etc. Und das fand ich auch cool, weil dann so etwas distinktiv anders ist, was zumindest ich und auch andere Leute mit Vulven an ihrem Leben auch nicht unbedingt so oft immer kriegt. Und das ist zumindest für mich, ist das auch so ein Kado, den ich kriege, wenn eine Person mir Oralsex gibt, und gleichzeitig gehe ich den Kado, wenn ich Oralsex gehe und einer Vulva, und ich kriege dann auch den Kado, dass ich Vertrauen kriege, für
der Person können Oralsex zu gehen. Und das sind einfach alles so Sachen, die ich schön fanden und die ich cool fanden. Und weil ich dann auch noch mehr auf einer abstrakten Level cool fand und ich meine, das auch bei anderen Formen von Oralsex möglich. Aber so mit einer Vulva ist schon, du kannst so kreativ gehen, mit worauf du Lust hast. Also Mundschleut fand das mega geil für etwas aus sich zu schmolzen, etwas aus Eis, während sie Oralsex kreieren. Die Leute, die fanden das ultra geil für einer Vulva Oralsex zu gehen, der eine Zeit lang nicht gewaschen ist, mit Regel oder ohne Regel gehen Präferenzen. Leute, die es ultra cool fanden, wenn sie, nachdem sie an eine Person ejakuliert tun, können Oralsex gehen, etc. etc. Und das ist einfach so ein riesiger Spielplatz an einer gewissen Hinsicht, den ich ziemlich flott fand. Da sind ich auch viel zu stellen, weil das so ein Thema für mich das immer rum könnt. Und ich meine, wo muss man drüber schwatzen? Oralsex in einer Vulva, wenn die Person hier Regel hat. Hun ich mänglisch noch nicht gemäht. Mänglisch meistens, weil die Personen das dann nicht wollten. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine, dass das effektiv ein bisschen Überwindung wäre für mich. Ich weiß aber nicht, ob ich logisch so ich will das überhaupt nicht machen. Aber ich kann da effektiv nicht viel Erfahrung erzählen. Das tut mir nur leid. Die einfach ein echter Keier. Ja. Mehr, dass man der Überwindung aus Mänglisch überhaupt bei Oralsex immer ein bisschen so mit dabei ist. Aber ja, halt einfach ein Kipperregion, wo vieles zusammen könnte, wird mal so zu sagen. Ja, ich verstehe das. Ich will auch so, dass ich Vulven immer ein bisschen mehr intimidating fand wie Penisse. Also ich merke wirklich, dass ich da so ein bisschen dann hun. So, ich weiß nicht genau für was. Ich meine, weil er doch zumindest mehr Körperflüssigkeiten sehen. Also beim Penis kann den Körperflüssig oder der Groove von der Körperflüssigkeiten an den Monsterkrähen evitieren, wenn der guten Timing hat. Ja, keine Ahnung. Ich Vulva kann ich mich auch so ein bisschen mehr Überwindung, aber dann echt, wenn ich eine Zeit lang nicht gemacht habe, das heißt, das gibt da so ein bisschen so das Monster in meinem Kopf. Und dann überwand ich mich ein Kerl, sie so, okay, ich probiere das, aber wenn ich das nicht gerne habe, dann kann ich abhalten. Und da fand ich das immer mega schön und mega cool. Und ja, auch, also ich habe nicht gedacht, dass die Regel sich die Verwandlung kostet, tut mich auch die Verwandlung kostet. Und gleichzeitig ist es einfach genau dasselbe, ich mit einem slightly anderen Gu. Also ich schon der Gu von der Regel auch am Anfang ziemlich gern eigentlich. Das seist Blut. Also es schmeckt wie so seist Blut, aber halt nicht so Blut, wie wenn du wirklich Blut trinkst, weil das ja noch immer immens verdünnt und alles. Mit das halt so leicht metallisch und dann halt wie Vulven oft so leicht seist schmecken. Und am Anfang fand ich dann ziemlich coole Gu und auch mit der Farbe, zumindest so die Blutrotfarbe, mische dann aber irgendwie für mich. Mir wie gesagt, das fand ich doch, wie gesagt, cool, dass es so viele Leute gehen, die so viel unterschiedliche Präferenzen haben an Sachen, worauf sie flippen. Ja, und natürlich kann ich noch immer sagen, okay, das interessiert mich noch gar nicht, wenn das, was du alles abgezählt ist, was du cool drauf findest, nicht cool findest, dann kann ich noch einfach sagen, okay, sorry, mehr gerade nicht. Das muss ich dann mit sich und mit seinen PartnerInnen ausmachen. Ja. Joel, wie ist es dann mit Oralsex Anus? Wo wir gerade beim Thema Gu an Überwindung sind, ist natürlich eine Überwindung. Ich fand auch eine Überwindung für das zuzulassen. Ich weiß nicht, ob das, du hast vielleicht den direkten Vergleich, das musste man da sagen, ob das mehr oder minder Überwindung ist, wie bei einer Vulva dazu zu lassen. Also dementsprechend muss ich sagen, dass das auch nicht so super oft in meinem Leben geschieht. Das ist nicht, was ich so super regelmäßig mache, weil ich mich einfach muss wohlfühlen, also sowohl aktiv wie passiv. Ich fand das aber sowohl aktiv wie passiv meistens dann ziemlich geil und flott. Also all die Sachen, die wir vorhin abgezählt haben, kommen nachher mit dabei. Es tut nachher ein bisschen mehr so Reiz von, okay, das ist so ziemlich pervers, mir ob ein guter Erde weiß, das zu machen. Und es fühlt sich, wenn ich es gemäht kriege, einfach ziemlich gut, intim und interessant bei einer Nähe, die ich sonst nicht so kennen. Und Ja. Ich meine, für mich so das mit dem Pervers, das finde ich so gut nicht. Für mich ist das einfach eine andere Körperregion, die sich gut fühlt. Auf wo man das spielen kann. Und wo Leute das schön fanden. Ich persönlich, wo man Thema Überwindung,
schon wesentlich mehr Überwindung, auch an dem Sinn, dass ich noch nie krieg hun, weil ich nicht freiert gut, mehr weil ich das nicht wollte. Keine Ahnung, die gehen einfach 100.000 Sachen in meinem Kopf, fangen an zu laufen und zu sehen, von mir war das so eine Stinke, war das, wenn ich nicht 100% proper sind, war das, wenn das nicht, auch da sind ich ja länger so den Dingen, den ich schon hun bei meiner Vulva von ich gesehen und nicht, was da geschieht, und ich denke 10.000 Mal mehr stark von Gottes Willen. Mir gehen ich dann von ganz gern, also das ist auch etwas, wo ich muss den Space dafür holen. Mir schon halt einfach aber dick schön und aber gleichzeitig, weil ich auch merke, dass es mich auch Überwindung kostet und weil ich immens geruchsempfindlich sind ich bei einem Punkt, dass ich mit mir selber mich ganz gut fühle, dass ich so die Kondition habe von hey, ich mache das dick gern, ich fand das doch nicht eklig. Meine Kondition ist aber, dass die Person für drin einen kurz duschelt und dann denke wascht, weil ich so einfach ultra gespannt gehen und mich gut nicht wohlfühlen kann und dadurch nicht genießen kann. Und dann nur ein ganz kurzer Dusch, den dann noch kann Hans zu 2 holen und das kann dann mega süß sein. Mich macht da richtig Spaß, auch einfach, weil ich aber merke, dass das auch sehr besonders wird. Also ich habe das so just bei Menschen mit Penis gemacht und du warst zu den Dingen von, dass sie das nicht so oft tun, für sich einfach so zurückzulehnen und einer Körperöffnung gespielt zu kreieren. Und wo sie wirklich so all Kontrolle aufgehen von ich gesehen, was lebt oder so. Und dass zumindest die Personen, mit denen ich das gemacht habe, dass die das genossen haben. Für sich so zurückzulehnen und für so mir all die Kontrolle oder sich so, an meinen Hand zu beginnen, an meinem Mund, I guess. Und von das dick schön und gerade so, wenn ich merke, dass ich, wie gesagt, ein Anus ist ja Muskel und weil ich oft merke, auch so Thema Überwindung, dass am Anfang, dass das alles aber ziemlich noch angespannt ist und dass ich dann so ziemlich sehr, dann, wenn ich bis anfange, das aber alles mehr entspannt und ich merke, dass der Schließmuskel ein bisschen mehr locker geht und ich merke, dass die Person sich so darauf fallen lässt und das fand ich mega schön und der intim und der wertvoll. Und gleichzeitig, wie gesagt, also gerade oralen Analsex ist wirklich etwas, wo ich auch einfach muss, eine lange Zeit mit einer Person Sex gehabt haben, bis er überhaupt für mich durchleidet. Weil das aber so etwas Intimes ist. Also das ist so, ich habe so eine Liste von Sexpraktiken von so, da können wir gerne bei der ersten Kehr machen und dann geht das so auf, ein bisschen muss man es schon kennen und dann bis zu hin, wir müssen es schon wirklich gut kennen und ein immens gut Vertrauensverhältnis und Erfahrung mit den Hunden, für das überhaupt für mich durchleidet. Und oralen Analsex aus ob der Lust von, wir müssen es wirklich gut kennen. Ich meine, ich habe noch nie eine Person gerimmt, die nicht meine Partnerperson war. Also das heißt, ich mache ja nicht vieles mit exklusiver Beziehungen, natürlich auch nicht mit zu dienen, dass man die Label muss drauf slappen. Mit das aber echt so, dass wenn ich mit einer Person so regelmäßig Sex habe und so ein Vertrauensverhältnis habe, dass das dann aber oft PartnerInnen sind. Das kann ich gut nur vollziehen. Also da den einfach eine gewisse Intimität und ein gewisses Vertrauen musst du sehen für so Sachen wollen zu machen, so zu lassen. Und ich meine, da sind Menschen noch ganz verschieden. Es sind Leute, die machen das einfach so, die haben noch vielleicht nicht dann so die Hemmungen über die Melo geschwärzt, also über sie du geschwärzt hast, die ich auch habe. Also da sind Leute einfach verschieden. Jeder hat da eine Grenze. Es gibt sicher auch viele Leute, die einfach so, ich will das gar nicht, weil ich das eben nicht will, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Und der verpasst etwas mehr, das ist auch okay. Also kann ihn auch sich entschieden, Sachen zu verpassen, wo einem Leute an einem Podcast so, dass das mega gut approbiert hat. Also die will so ein mehr. Also, kann natürlich. Ich so ja auch, das ist mega gut. So. Und ich weiß auch, dass das Steck gut fehlt. An anderen Leuten so, dass das Steck gut fehlt. Und das aber trotzdem eine große Nee von meiner Seite, für gerimmt zu gehen. Aus ganz vielen Gründen. Ja, das ist komplett legit. Wir haben ganz viel drüber geschwart, für was das so flott ist, für Oralsex zu kreieren, Oralsex zu gehen, etc. etc. Joel, wie möchte denn das? Hallo? Oh, und das frisst du mich, nachdem sie schon die größten Experten sind. Also, du bist 15 Jahre mehr alt wie ich hole mal unten, oder ich denke, dass es eine faire Annahme ist, dass du
mehr oft gehst wie ich. Das Kind eventuell Sinn, ja. Also, was ich interessant daran fand, ist, dass obwohl man ja nicht viel Wörter für Oralsex so Vulven haben, dass das Thema ist, was immens viel so an der Popkultur, an so gesellschaftlich diskutiert wird. Einerseits also den einen Mythos, der das enorm schwer, und das etwas, was den meistere kann, aber was ganz schwierig ist, was die meisten Cis-Männer nicht können. Und da gibt es ganz viel so Tipps, was den dann mehr Kind so schreibt Alphabet mit den Song, als Mensch etwas, was den ganz oft hört, oder schreib sein Numm mit den Song. Ja, du lernst mir, das sind die Leute, die das stellen und das da probieren. Ich habe Film an der Vorbereitung viel müssen um einen Film denken, vom Greg Araki, den jo viel Filme an der sogenannten New Queer Cinema Welt gemäht wird. So auch sein Film Kaboom aus dem Jahr 2010, den mein Schnitt sehr besten ist, interessant, das kann ich nicht gucken. Aber du gibt eine Szene, wo ein Typ eine Frau fragt, wie soll ich das machen? Wie geht das? Es fällt dann auch der Spruch, it's a vagina, it's not spaghetti, was ich auch nicht schlecht fand. Und du wird effektiv interessanterweise erklärt, es solle in ob Signale lauschen von der anderen Person an. So, guck, was der andere Person fragt möchte, probier Sachen aus und da müsste das weiter, was der Person gut geht. Und ich fand, dass das am Anfang ein ziemlich guten Tipp aus, dafür, dass man einen Film führen könnt. Ich weiß nicht, wie du das gesagt hast. Ja, also für dich, die ganz Tipps von schreibt Alphabet, schreibt dein Numm, schreibt dein Numm mit der Zunge, schmeißt das auf Fenster. Zu viel Zunge, gerade am Anfang, ist nicht gut. Halt ab mit der Zunge. Das ist nicht agreeabel, wenn ich gerade anfange, und da fängt schon einen an, den denkt, als ob der Weltmeisterschaft vom Zungendruck. Nicht flott. Zunge ist nicht alles, was du hast. Du hast auch Lippen, an den Mund, an die Zunge, die muss auch nicht unbedingt, wie gesagt, den Geschwindigkeitsrekord oder die Schallmauer durchbrechen. Take it chill. Asian Start. Ich meine, das Start schon mal ein gutes Ding ist. Und dann schwarz für drohen mit der Person, mit der du Sex hast, vielleicht denke drüber von, hey, was hast du gern, wenn eine Person der Oralsex geht? Auf wie kriegst du das gern gemacht? Und dann, gerade bei echten Kehren, take it easy, take it chill. Froh, hey, fang an mit etwas, so, bis sie dus, bis du, wie gefällt dir das? Wenn die Person sieht, das ist gut, vertrau hier. Wenn die Person sieht, du kannst gerne mich fast, da kannst doch gerne mich fast. Und ich meine auch so die ganz nonverbal Signifiers von, wie gesagt, nicht immer gereicher mit der Person Antwort oder Feedback gibt, aber zumindest bei mir, ich weiß, dass mein Vulva sich gerne zusammenzieht. Also so, dass meine Muskeln sich kontraktieren. Und dass das sich kann auffühlen. Und das müsste halt nehmen, wenn es hier gut geht. Oder Sachen wie, dass ich einfach mein Backen in Richtung von der Person bewege. Beziehungsweise, wenn ich den Moment von, das war nicht gut, da bewege ich nicht zurück. So all die nonverbal Cues. Aber wie gesagt, schwätzt mit den Leuten, weil, wie gesagt, wir können nur halt so von, das ist Anleitung von, vielleicht gehen doch Leute, die ihre Finger genau aus, wenn ihnen ein Alphabet schreibt mit der Zunge. Und am Endeffekt, ich persönlich sind der Aufnahme, dass jemand los aufhängen, also ich nur 4 schaffen, nicht so viel kann falsch machen, wie mit 300 Zungenbewegungen pro Sekunde anzufangen. Aber am Endeffekt muss ich einfach mit den Leuten schwätzen. Und ich meine, das selbst ist so true für analen Oralsex. Weil, wie gesagt, ich meine, dass ich auch mit Dus aufhängen, nicht oft etwas falsch machen. Aber am Endeffekt ist einfach alle Personen ernst und Joel und ich haben nicht mehr mit einer ganz kleiner Anzahl von der Weltbevölkerung Sex gehabt. Speak for yourself. Ich hatte nicht mehr mit einem ganz kleinen Teil von der Weltbevölkerung Sex, wenn ihn ob die 8 Milliarden Leute guckt. Das heißt, ich kann noch nicht für die Theorie schwätzen. Ja, natürlich kann man nicht für die ganze Weltbevölkerung schwätzen. Ich gebe auch so, ja, du aufhängen, ausprobieren, experimentieren, gucken, was gefällt.
wie ihn das dann noch immer kommuniziert, es kann ihn auch einfach so ein hey, gib mal von Schrift Feedback, ich habe das so lange nicht gemäht oder ich habe das noch nie bei dir gemäht und ich weiß, dass alle Menschen anders da sind und viel Liften hört. Und ich meine, das Beste ist einfach nicht davon auszugehen, dass den A alles weiß und super gut an allem ist und B auch nicht davon auszugehen, dass die Person super gut ist und alles weiß und einen Gedanken lesen kann, mehr einfach zu kommunizieren. Und wie du siehst, ob die Signale vom Körper, die nonverbal und Verbalkommunikation lauschen. Ja, ich denke auch, dass das wahrscheinlich eine gute Idee ist, für nicht unbedingt sich super schnell zu steigern, mehr vielleicht echter, mehr ausdauernd und mehr mit Rhythmus Sachen zu machen, weil wir unbedingt da wollen, den Weltmeister zu gehen. Mehr, also es gibt viele Leute, die genau das brauchen, dann müssen sie das kommunizieren und dann muss dir das mit ihnen kommunizieren. Und just weil ihn dazu konstant hört, für Oralsex zu gehen, ich halt nicht, dass ihn automatisch dazu konstant für das an all erdenklichem Weh zu machen. Also auch wenn ihr seht, ey, ich gebe dicker unter Hof gehen und dann fragt die Person nur etwas, was gar nicht für ihr klappt, kann ich noch so erfahren, hey, sorry, vielleicht, keine Ahnung, mein Song packt kein 300 Beats per Minute. Oder, ey, mein Kiefer fängt an mitzugehen. Oder, you know, also auch wenn ihr ja seht zu etwas, ich halt nicht, dass ihr ja zu allem seht, dann kann ich immer nicht so an es gehen leider genug Leute, die sich irgendwie entitled zu fühlen, dass man bis angefangen wird oder einen Beruf zu gehen, dass das der recht drüber ist, wenn es bis zum Orgasmus könnt, und das aus Bullshit. Und wie gesagt, all Mensch kann zu all Zeit nie so und soll dann eine große Merci an eine Mammung kriegen, wenn er das will. Ja, also das effektiv in etwas, was geschieht, dass einem Zunge mitgeht, dass einem der Kiefer wehtut, dass den kein Lust mehr hat. Und dann ist es doch vielleicht gut, ja, und dann ist es doch vielleicht einfach gut abzuhalten, etwas anderes zu machen, was auch immer. Eine kurze Pause zu machen. Das war so emotionaler Safety. Sollen wir dann nur noch kurz drüber schwatzen, wie dann auch ja, körperlich und gesundheitlich safe bleibt beim Oralsex, ob Vulven und Anussen? Ja, das wäre eine gute Idee. Schon hören, beim Podcast Maybe Sex gibt es sogar etwas gehen, was speziell dafür gemeint ist. So als Merchandise. Wir haben Lackdischer. Joel, was ist ein Lacktuch? Ein Lacktuch ist ein Tuch aus einem Kunststoff, aus einem Plastik, was den über die Vulva kann legen und dann kann den safe lecken. Kann den doch über den Anus lehnen und safe lecken. Es gibt noch mittlerweile Lackdischer, die so an Höschenform sind, für das ihn das nicht so muss festhalten. Und die kommen mittlerweile auch in verschiedenen Formen. Allerdings muss man aufpassen, dass viele von denen noch nicht FDA oder für Gesundheitsbehörden zertifiziert sind und nicht dafür gedurcht sind, beziehungsweise nicht Zertifikation haben, dass sie gegen sexuell übertragbare Krankheiten helfen. Das heißt, du musst aufpassen mit so neueren Produkten, wie denen Latexhöschen, die noch nicht ausreichend getestet sind, dass es da nicht immer so ein guter Schutz bietet vom Material hier und von Position hier etc., weil zum Beispiel zertifiziert Lackdischer. Joel, wie benutzt du ein Lacktuch da richtig? Oh je, willst du das nicht lieber erklären? Okay, also, meine erste Erfahrungen mit Lackdischer waren nämlich nicht so flott, weil ich nämlich so war, oh Gott, das ist nicht witzig, dass sie mit allem, dir darf Gleitgel nicht vergessen. Stell dich hier, du hast so ein Drüschenstück Plastik, was da einfach auf der Vulva lädt und dann stimuliert das fühlt sich nicht gut an. Das heißt, zumindest ob Seite von der Vulva soll die wirklich ja, Gleitgel bringen. Und dann, wenn ihn das will, kann ihn auch auf die andere Seite, wo der Mund dann ist, Gleitgel bringen. Und wichtig ist, wie gesagt, dafür gibt es mittlerweile Firmen, die so Innovationen haben wie Latex-Panties für den Oralsex. Da muss ihn halt gut aufpassen, dass das nicht verrutscht. Das heißt,
Also hast du kann doch gut zur Summe schaffen, dass zum Beispiel eine Person Urwen unhalt und die andere Person, die du bist mit wie hat, innen unhalt. Die Laktische sind groß, sie können trotzdem so verrutschen, dass sie dann aber mit Körperflüssigkeit in Kontakt können. Das ist das aber wichtig für auch vom Gefühl her eine gewisse Spannung drauf zu halten, wie gesagt, das bisschen zu stretchen, Urwen und innen. Und dann lädt ihr los. Und da kann ich am Anfang alles machen, was den auch sonst möchte. Gehen doch mit gut, das muss ich gerne haben, ich persönlich schon das nicht. Ja, und dasselbe gilt für den Anus, wie gesagt. Also auch wesentlich mehr angenehm mit Gleitgel. Wie gesagt, das ist einfach mit Drischen. Stell dich mal vor, ein Kondom hat gar kein Gleitgel. Das ist einfach zu drischen. Wie gesagt, auch mit Gleitgel und dann gut aufpassen, dass es nicht verrutscht. Und dann kann ich aufhängen auch Spaß haben. Und all Lacktuch soll nämlich einkehr benutzt gehen. Das heißt, nur im Gebrauch entsorgen. Und wenn er sich unsicher ist, ob ihn es kontaminiert tut oder nicht, dann einfach erneut benutzen. Was möchte denn, wenn ihr kein Lecktuch bei Hand hat? Dann könnt ihr auch ein Radio Ara Kondom benutzen. Wie gesagt, das Kondom kann ihn dann ausrollen, soweit er eben geht. Schneide den Tipp, wo normalerweise der Reservoir aus für Sommerflüssigkeit, den kann ihn aufschneiden und dann schneide ihn ein bisschen langs ab, sodass das auch so ein Tuch geht. Das ist auch sicher und also ein gut Alternativ. Die sind oft ein bisschen mehr klein. Das heißt, Laktische sind schon relativ groß, für das ich nicht muss Millimeter genau aufpassen, ob ich drüber ist oder nicht. Die improvisiert Kondom-Laktische sind normalerweise mehr klein. Mehr, wenn ich sonst nicht bei Hand hört und nicht, weil ich wirklich, wirklich gerne Oralsex, dann ist das schon ein gut Alternativ. Joel, außer bei Maybe Sex, wo kriegt ihr dann noch Laktische? Leider nicht so oft als Gadget oder als gratis Hinzugabe. Natürlich an Sexshops. An wahrscheinlich auch bei den engen und anderen Organisationen, die da trotzdem hun. Mehr leider ist das nicht, was du so, wirklich so nur geworfen kriegst, oder? Nee, es kann gut nur geworfen. Es gehen die queer-feministischen Sexshops an Deutschland, an deutsche Städte, die haben so oft am Verkauf. Meses muss ihn so online bestellen. Ich habe noch kein Sexshop zu Lützeburg fand, die sie verkauft. Auch keine Optiken, auch keine Drogerien. Und Leute, sie sind auch einfach relativ teuer. Also zumindest normalerweise ist es 2 € für E-Lacktuch, was schon ein saftiger Preis ist im Vergleich mit Kondomen und auch schon wirklich eine Barriere ist. Ich verstehe mega viel, was das viele Leute nicht so gerne benutzen, weil ich oft höre, dass so, Laktische. Aber gleichzeitig können alle mit bakterielle Infektionen können über Drogen gehen, die dann am Rache sitzen und denen dann an andere Leute weitergeht. Es können noch, der Risiko ist nicht gerade so hoch und das aber trotzdem präsent für auch Virusinfektionen weiterzugehen oder zu kreieren. Das ist schon ein guter Schutz, den auch effektiv schützt, wenn er richtig angewandt wird. Und Sex einfach mehr safe für Infektionen halt. Ein gut Sache also, wenn ihr das mit Leuten möchtet, mit denen ihr vielleicht nicht so oft Sex hat oder die mit vielen anderen Leuten Sex haben und du nicht unbedingt Barrieren benutzen. Oder ihr das nicht weiß von den Leuten. Naja, Joel, ich meine, wir sind ziemlich alles behandelt. Dann bleibt euch just noch übrig, für ich und dem aller sind Rubrik Anfang dieser Episode zu verweisen und ich alle guten ganz viel Spaß beim Essen zu wünschen und stay safe. Guten Appetit. Ciao, ciao. Ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. Was lebt mam Schwangerschaftsaufbruch zu Lützeburg? Der Schwangerschaftsaufbruch war an der Last ein großes Thema hier im Land. Immer gouf an den Medien drüber geschwart. Vielleicht tut ihr auch die ein oder andere Petition begehnt, die verschiedene Forderungen entweder nationalen oder europäischen Niveau gestaltet haben. An dieser Rubrik erkläre ich euch, welche Entwicklungen gerade zu Lützeburg an dem Bereich am Gange sind. Für dich mal noch ein paar Basisinformationen. Zu Lützeburg ist ein Schwangerschaftsaufbruch aus egal welchem Grund möglich, bis hin zur 12. Schwangerschaftswoche. Oder auch
bis zur 14. Woche seit Regelblutung ausgefallen ist. Das war nicht immer so. Gesetz werde lo als Resultat von einer Reihe Veränderungen, die schlussendlich 2014 zu einer teilweiser Entkriminalisierung vom Schwangerschaftsaufbruch gefordert haben. Mehr Details über das Geschichte, den Prozess vom Aufbruch selber an wie in den sich dafür wenden kann, fand ihr am Kali-Sänger Rubrik mit dem Titel Wie funktioniert ein Schwangerschaftsaufbruch zu Lützeburg? Seit Sänger Rubrik hat sich aber nicht etwas gedohen. Kali erklärt nämlich neben ganz vielen anderen wichtigen Informationen, dass das ganz so aufläuft. Erstens. Et möchte ein Rendezvous mit einer Doktisch, der auf Gynäkologie und Geburtshilfe spezialisiert ist. Hei gedient in der Sicht aber Roden, und et kriegt all die nötigen Informationen und Dokumente. Zweitens. Et muss in mindestens 3 Bedenkzeit vergehen lassen. Drittens. Et kann in den Aufbruch durchführen lassen, an einer Klinik oder einem Zentrum, das vom Minister für Gesundheit und Sécurité Sociale zugelassen ist, wie zum Beispiel der Planning Familial. Die vorgeschriebene 3 Bedenkzeit gouf aber allo aufgeschafft. Dat huet den 8. Juli eng Aufstimmung an der Chambre entschied. Weil Altparteien waren sich eins, mit der Ausnahme von der ADR. Hier deputiert, hu sich bei dieser Aufstimmung größtenteils enthalten. Sie goufen aber mit 54 Voten überstimmt. Lützeburg hat somit einen wichtigen Schritt an die Richtung von der Selbstbestimmung für Frauen und gebärfähige Menschen gemacht. Die Bedenkzeit hat nämlich impliziert, dass das Personen nicht fähig wären, eigenständig bewusst Entscheidungen über ihre Körper zu treffen. Das als eine infantilisierend und patriarchale Logik, die lo gut aufgeschafft ist. Die zweitwichtige Entwicklung, über die ich heute schwätzen will, ist ein Gesetzespropos von Die Linke. Inspiriert von einer französischen Operin haben sie das 2024 an der Chambre deposiert. Sie fordert, dass das Recht auf einen Schwangerschaftsaufbruch und auf Verhütung an die Lützeburgische Verfassung geschrieben wird. Aber was ist überhaupt die Verfassung? Die Verfassung oder Konstitution ist das Höchstgesetz von einem Staat. Sie regelt seinen Aufbau und Funktionäre von seinen Institutionen. Und Grundrechte von den BürgerInnen sind hier festgelegt. Wieso soll das Recht auf Auftreibung an Verfassung geschrieben gehen? Wie ich wiederum erklärt habe, sieht Gesetz, dass heute zu Lützeburg all Mensch, den die vorgeschriebenen Konditionen anhält, eine Auftreibung bei sich durchführen lassen kann. Allerdings wäre dann der Verfassung nach einmal mehr stark aufgesichert, weil die mehr schwer zu ändern ist wie die normalen Gesetze. Es braucht dafür eine 2/3 an der Chambre. Ein Gesetz kann mit einer normalen Majorität geändert gehen. Zusätzlich gibt eine Ausschreibung an die Verfassung das Recht auf Auftreibung und Verhütung zu einem sogenannten Droit opposable machen. Das heißt, dass ein Gericht kann erklären, wenn einem den Zugang dazu verweigert wird. In vielen Ländern auf der Welt gehen die Rechte von Frauen und queere Personen am Moment angegriffen. Nicht nur an den Vereinigten Staaten, sondern auch in Europa. Auch zu Lützeburg fängt man an, so Tendenzen wahrzuholen. Die Linke sagen dafür, dass man ein Law handeln muss, solange es einen breiten gesellschaftlichen Konsens gibt auf der Frage. Wie wir an den USA gesehen, kostet Menschenleben, wenn das Recht auf einen Schwangerschaftsaufbruch aufgeschafft oder stark limitiert wird. Wir haben also keine Zeit, für am Handeln zu warten, bis es soweit ist. Wir müssen alles machen, für dass es nicht zu so einer Situation kommen kann. Diese Montag, der 15. September 2025, wird die zuständige Kommission an der Chambre das Gesetzespropos von den Linken examiniert. Für im Gebäude sind eine Reihe feministische Organisationen und auch Einzelpersonen dem Abruf vom Planning Familial an dem Site Frauen und Gender nachkommen. Sie haben sich versammelt und hier Unterstützung dafür gewiesen, das Recht auf Verhütung und Schwangerschaftsaufbruch an die Verfassung zu schreiben.
Et bleibt aufzuwarten, wie die Chamber sich entscheidet. Mehr in der Zwischenzeit, als es wichtig Druck zu machen, also sich für Recht auf Selbstbestimmung für all gebärfähig Menschen anzusetzen. Ich invitiere euch dafür, die Petition von der Link zu unterschreiben, die ich euch verlinken werde. Außerdem wird gut noch weiteren Aktionen, wie der Manif für in der Chamber Ausschau zu halten und daran teilzuholen. Hoffentlich gesehen wir euch da. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Da schreibe es auf sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr an ihm nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Minister für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, der Jugendsendungen Radio Ara. Das Minister für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf. I can't eisen neuen Intro-Song sehen, wann leid nicht so resistant to change wären. Also ich schon de Gufo in der Regel auch am Anfang ziemlich gern eigentlich. Was komisch ist als Veganer für den Guf vom Blutgär zu haben. Musst du um ein Eise von irgendwo hier kreieren. Ach so, musst du das. Nee, du aus dem also, große Vegan, das große vegan Geheimnis gelüft. Reaming just nur dem es mal bestört sind. Oh, dann dürfte ich es nie machen. Guten Appetit. Süß.